Hallöchen, liebe Zuschauer, Phoenix TV wieder am Start und heute mit Teil 2, Unge lernt Schweizerdeutsch. Ich brauche eigentlich keine Cappy mehr, denn ich hab die Haare schön. Ich hab die Haare schön, ich hab die Haare schön. Danke, Leute, wieder fürs Zuschalten. Ich hoffe, euch hat der erste Teil gefallen. Ich werde ihn hier irgendwo einblenden. Könnt ihr draufklicken, solltet ihr den ersten Teil noch nicht gesehen haben. Und abonniert mich, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da. Und ich würde sagen, fangen wir an. Oh, Endgame, let's go. Kommen wir nun zur ersten Frage im Level Endgame. Was bedeutet Hitski? Hitski, okay, jetzt wird's schwer. Hitski, heiß. Wäre zu einfach. Ich glaube, Hitski ist ein Schluck auf. So, da wo ich herkomme, da kann man auch Schluck auf, sagt man auch Hickepick. Er hat einen Hickepick. So, er hat einen Schluck auf, Hickepick. Und ich glaube, Hickepick ist so ähnlich wie Hitski, deswegen sage ich Schluck auf. Ist das Stark. Schluck auf? Aber soll ich der B. das wissen, dass Heiß. C. Schluck auf Klein. heißt? A. Schluck Das habe ich hergeleitet. auf. Ja. Hitski Guck mal, ich habe im Endgame was gewusst. Ja, sollen die Avengers mal aufpassen. ist Schluck auf. Ich habe den Hitski. Ich kann die Hitski. Wenn ich das nächste Mal Schluck auf habe, dann sage ich, ab jetzt müsst ihr mich erinnern, ich kann die Hitski, okay? Kommen wir nun zur zweiten. Himogügli. Bad. Himogügli. Das ist auch so richtig schwer. Also, ich wusste das nicht, das wurde mir so gesagt. Und ich erkläre euch, also Himogügli kommt aus Bern und das heißt Marienkäfer. Wo ich herkomme, Zürich, ich sagte, das ist ein Marienkäfer. Also, ist ein Marienkäfer. Fertig. Was für Himogügli? Bruder! Himogügli. Man kann es nicht aussprechen. What the fuck ist das für ein Wort? Frage. Was bedeutet Himogügeli? Himogügli. Himmel wäre zu einfach, das hört sich mich schon fast so an wie Himmel. Das ist wieder ein Fake. Huhn. Huhn ist das. Huhn machen ja so Kok, Kok, Kok. Ein Huhn, Himu, Gügeli. Oh, guck mal, das kleine Gügeli. Kok, 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 Gügeli. Ja, das ist ein Huhn. B. Ein Himu, Gügeli. D. Was? Ein Marienkäfer? Ein Marienkäfer? Das macht ja gar keinen Sinn. Ein Himu, Gügeli? Hey, das kommt aus Bern. Ich verstehe nicht, wie die Schweizer ihre Wörter sich ausdenken. Also beim Huhn hätte ich auch verstanden, weil das hört sich so ein bisschen an, so ein kleines Gügeli. Aber so ein Marienkäfer, Hemogügeli? Keine Ahnung. Okay, das ist wirklich schwer, Chute. Fußball spielen. Chute. Hausabwart? Ich kenne das Wort noch nicht mal. Also, kennt ihr, wenn ihr bei eurem Block wohnt, da gibt es immer so von euren Hauswart irgendwie Regel etc. Steht Punkt 1, Punkt 2 und dann ganz unten steht dein Hauswart. Und ich dachte mir, Hausabwart? Hauswart? Das ist das Gleiche. Aber Unge erkennt das Wort nicht. Hausabwart. Hausabwart. Das war mir so Ich glaube, das ist ein peinlich. Schweizer Wort. Ich kenne dieses Wort nicht, Hausabwart. Chute. Ruhig sein, schnell sein. Und Also ruhig ich glaub, noch ein Chute Fehler. heißt ruhig sein. Halt die Chute. Halt die Schnute. Ich sag, Chute ist ruhig sein. Chute, shoot up. So, shut up, weißt du? Kennt ihr shut up? Chute? Ja, ich glaube, C, ruhig sein. Fußball spielen? Chute? Okay, Leute, jetzt müsst ihr mal bitte erklären, was heißt Hausabwart? Er fragt jetzt das? den Könnt ihr das Chat. erklären? Hausmeister, ja. Aber ich dachte, Ruhig wurde falsch geschrieben. Stimmt, ruhig. Was heißt Hausabwart? Abwart, Hausmeister. Ach so, Hausmeister. Leute, das ist ein Schweizer Wort. Ich wüsste nicht mal, was das ist. Ein Hausabwart. Ein Hausmeister? What the fuck? Hä? In Deutsch. Also, Hausabwart war bis jetzt das schwerste Wort. Chute. Fußball. Stäge ist Stäge. Stäge. Treppen.
Treppen, 100% Treppen. Ja, wo ist das Stärke, hab ich safe mal gehört. gerade? Das ist 100% C. Treppen, 100%. Eine Treppe. Nun Das hat mir schon mal ein Schweizer gesagt. bitte. Estrich. Ein Estrich. Also entweder, also Esstisch auf gar keinen Fall und Reich auch nicht. Die beiden Sachen nicht. Ast oder Dachboden? Ast oder Dachboden? Estrich. Der Estrich. Der Dachboden, Estrich oder der Ast? Der Boom hat viel Estrich. Der Boom, Bruder. Der Boom. Ich muss in den Chat gucken. Ich muss die Augen zulassen. Ast oder Dachboden? Die letzte Frage, komm schon. Ast oder Dachboden? Ich glaube, er hat richtig. Estrich. Komm, wir gehen nach oben. Üf die Estrich. Estrich. Oder ist das vom Ast, der Baum? Der Baum hat viel Estrich. Ich sag Dachboden. Dachboden. Und auch dieses Level ist somit geschafft. Und nun... Ja, ich bin zufrieden. Ich habe einiges gewusst. War ein gutes Quiz. War echt auch schwer. stark. Es waren wirklich viele Wörter dabei, wie zum Beispiel Chute, die ich noch nie gehört habe. Aber ich wusste es auch ein bisschen. Ein bisschen wusste ich es auch. Sind wir am Ende angelangt. Und ich habe kleine Sätze für dich ausgesucht. Und das ist das Level der Endboss. Was bedeutet... Oh. Hop the Base. Hop the Oh mein Gott, es Base. gibt noch was mit Sätzen. Aufwischen mit Besen. Hop the Base. Los geht's. Anfeuern einer Mannschaft. So ein Mist. Los geht's, B. Hop the Base. Hop the Base. Safe. A. Aufwischen mit Besen. Hop the Base. Los geht's. Hop the Base. Los geht's, sag ich. B. Das könnte Oder aber Anfeuern auch einer Mannschaft geht auch. Das aufwischen. ist ja beides. Los geht's und Anfeuern einer Mannschaft ist so nah aneinander. Hop the Base. Ich glaub C. Er hat gewechselt, C. stimmt. Es ist also. Er nimmt C, man kann eine Mannschaft er hatte anfeuern, B los richtig. geht's. Stimmt. Hop the Base. Ich sag C. Anfeuern einer Mannschaft. Los geht's. C. Anfeuern einer Mannschaft. Ich glaube, das heißt sowas wie so irgendwas ermutigen, so los geht's oder los, ihr schafft das so. Also Hop the Base, das könnte beides sein. Ich sag aber C. Oder D. So ein Mist. Die richtige Antwort Ist ist C. B. Was? Los. Hätte ich mich nicht für C entschieden. Ich wusste, eins von den beiden wird sein, das hat sich schon so angehört. So, los geht's oder los, ihr schafft das. Das war so spezifisch, da dachte ich, das ist C. Mist. Geht's. Zack. Und bei der Da habe ich mich verunsichern lassen. zweitletzten Frage. Was bedeutet es Eis gozieren? gozieren? Ist das Etwas trinken gehen, etwas ziehen, etwas ausprobieren, etwas fangen. Ich glaube, etwas trinken gehen. Etwas trinken gehen. Ja. Nun sind wir am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde es dann noch im Nachhinein sehen, wie viel Unge richtig hatte oder falsch. Es war ein schönes Video. Danke für deine Mühe. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir gucken jetzt noch zum Abschluss Scissor. Kurs geht raus, falls ihr eben noch schöne Grüße schreiben wollt. Er heißt Phoenix TV. Checkt ihn aus. Lasst einen Kuss da. Er hat jetzt Mühe gegeben. Auf jeden Fall. War ein cooles Quiz. Und ja, das war's, das Quiz. Ich glaube, Unge hatte Spaß. Hat auch viel gelacht. Auf jeden Fall danke für den Support nochmal, Unge. Und ja, ich habe mir Mühe gegeben, auch wenn es man nicht so sieht. Ich meine, die einzelne Frage beim Photoshop einsetzen und einfügen und grün und hat viel Zeit gekostet und ich bin noch kein Pro auf YouTube, von dem her. Danke, dass du es dir angeschaut hast. Und wenn es euch gefallen hat, würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und wie fandet ihr das Quiz und seine Reaktion? Also ich fand sie einfach geil. Nur schon das Säckele, die Hoden, Bruder. Diese Hoden. Danke fürs Zuschauen. Bis bald, euer Phoenix TV. Tschüss zusammen.